Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig im Pausemenü nach wie vor, damit ich die Eröffnung gescheit machen kann, ohne dass wieder irgendwas, hey Dick, hier spricht bla bla bla. Kann nämlich gut sein, dass Tucker sich wahrscheinlich auch demnächst zu Wort meldet, ne? So, finde Manny, der ist ja nicht gerade besonders weit weg. Außerdem ist da noch diese mysteriöse Nero-Forschungsanlage und ein paar Horde schimmeln, ach hier wieder außen rum. Das kann interessant wäre die Sache. Aber vorher brauchen wir erstmal unseren Bike-Spezi, weil bei Copeland wollte ich noch ein paar individuelle Designs checken. Mal gucken, dass wir die Lackierung ein bisschen ändern. Und vielleicht dann noch, ob Money ein paar Upgrades für uns hat. Aber erstmal ein bisschen Punkte und Vertrauen wieder bei Copeland sammeln. Da ist nämlich auch ein Weilchen her. Wir dürften noch auf Vertrauensstufe 2 oder was rumgammeln, ne? Stimmt, das war die... Uppala, das war diese zerstörte Brücke. Da hatten wir auch ein paar Mal das Vergnügen schon hier in dem Bereich, aber wir kommen hier drüber. Okay, war mir nämlich so sicher, deswegen habe ich schon die Felser arg gesteuert neben dran. Und wir machen generell mal ein bisschen langsam. Mittlerweile kommen hier als mal Straßenblockade vor, wie ihr schon gesehen habt. Und ich bin prädestiniert, in diese Stolperdrahtfalle von Banditerei zu fahren. Ja, meistens habe ich das Glück, dass die weit genug weg sind. Sodass ich den Baseballschläger nicht abkriege und nicht gefesselt im Camp land. Das ist mal glücklicherweise nur einmal passiert. Aber schauen wir mal, was jetzt abläuft hier. So, hier irgendwo, ne? Wir machen schon mal den Wenderich. Dass wir beim nächsten Mal, beziehungsweise beim Rückweg schneller durchkommen. Da liegt ja auch schon direkt ein Bike. Ich sehe es, aber... Ich mag erst noch mal vorher ein bisschen rumgucken, gerade hier. Ja, okay. Ich habe so das Medikit abgesehen, was da möglicherweise drin sein könnte, aber leider nichts. Ziemliche Rostlaube hier, ne? Gucken wir doch mal. Cope, ich habe sein Bike gefunden. Mal sehen, ob ich ihn von hier aus aufspüren kann. Meine Männer sagen, am Sandium war ein Hinterhalt. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Die Okay, das führt mich jetzt einfach hier weiter hier. Ende. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit dem Bike fahren soll oder... Ach, wisst was, das ist mal zu viel Distanz. Das mache ich jetzt mit dem Bike. Ich habe keinen Bock. Ich hatte zwar gedacht, das wäre hier in der Nähe, aber... Das ist halt das, ne? Im Endeffekt sind es dann doch wieder jede Menge an Wegstrecke, die ich hier zurückzulegen habe. Das möchte ich jetzt einfach nicht ohne Bike, um ehrlich zu sein. Oh. Ja gut, weiter geht's nicht. Außerdem hängen so ein paar lustige Kadaver in der Gegend rum. Dann machen wir halt A-Fahrer am Berg. Sowas liebe ich ja sowieso, ne? Ja, das sind ein paar nette Kadaver. Guck mal da unten. Ja. Na dann, Abracadabra. Kikakaku köstlich. Gut, dass jemand eine Matt ausgeleckt hat, oder? Ein paar Kopfüber, ein paar am Hals. Ne, einer nur am Hals. Ne, zwei. Sind das Freaker? Ich bin mir doch nicht so sicher. Habe ich noch Schalldämpfer zufällig? Mhm. Anbringen, ja. Ich möchte dann do lieber mal auf Nummer sicher gehen. Und einfach mal ein bisschen rumschnipsern, ne? Man weiß ja nie. Ah, der hat schon gar keinen Kopf mehr. Naja, da schieße ich auch einfach mal in die hässliche Rieb. Und dem Galgarino gebe ich auch mal einer. Na, komm schon. Nett, das heißt, ich komme ja auch gar nicht durch. Oder wie? Oder... Ach, die bewegen sich da bestimmt wieder. Lecker. Also die Gastgeber haben offensichtlich einen sehr guten Geschmack, dass die Leute hier durch die Galga-Allee laufen lassen, wo man sich dann durch die Kadaver erst durchschlängeln muss. Ja, das sind richtige tolle Typen. Da komme ich auch wieder durch. Da ist ja Money bei richtig tolle Leute gelandet. Und Freaker scheinen hier auch in der Gegend rum zu spazieren. Wir gehen mal in unseren Lauschmodus. Aber nix. Warte mal. Ah, ne, das ist eigentlich schon... Aha. Adieu, mein Freund. Mehr Beute.
Ja, dann habe ich schon Kummer sehr. Aber die hören mich auch. Hier sind mehr als genug Freaker. Halte Mutter Gaula, ist das nicht das Level, was man im Gameplay gesehen hat, wo man jemand retten muss? Und dann ist du beim Damm, der relativ lose ist du, ein Plünderercamp und man kann die Horde theoretisch reinmanövrieren. Ist es das aus dem allerersten Gameplay, was ich gesehen habe? Okay, das Snipergewehr fällt schon mal flach. Dann probieren wir das Ganze vielleicht mal ein bisschen heimlich. Weil da hinten sehe ich schon Bandite-Camp. Ja, die schießen auch schon rum. Das ist auch ein überranntes Camp, so wie es aussieht. Das kann ich verkaufen. Ich habe einen besseren Plan. Oh. Beinahe wäre ich wieder in die Bärefallerei gelatscht. Aber da sind Freaker unterwegs. Das Camp ist hier wohl überrannt. Und gleichzeitig ist dort drüber noch ein Sniper aktiv, ne? Oh. Offensichtlich. Jetzt kann ich machen, dass ich renne. Also. Ja, die Freaker sind ja nicht vollkommen dumm. Oh oh. Ah, das ist nur der. Warte mal. Hier haben wir noch einen Schalldämpfer dran. Ja. Und dort drüber ist ein Camp und da ist ein überranntes Camp. Nee, das erinnert nur ein bisschen an das alte Gameplay. Beziehungsweise das erste Gameplay, was man damals gesehen hat. Ja. Rette Manny. Verband habe ich auch noch abgestaubt. Na gut, die Hens wohl nicht mitkriegt, dass ihr ein Scharfschütze kaputt ist. Vielleicht hinter den Bäumen. Halt die Schnees, du Gesicht. Dann gehen wir aber mal in das blaue Gebiet erst mal rein, wenn das anscheinend optional ist. Die edle Type haben wir ja für später dann noch, ne? Weil hier gibt es offensichtlich auch noch irgendwas Optionales. Jetzt ist eh vorbei. Oh, so ziemlich. Ja, Controller vibriert schon wie Sau hier. Dann snacken wir erstmal die ganze Ohre ab. Dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch abstauben können. Dich kann ich brauchen. Ja, Dose ist nie verkehrt. Vibrier, vibrier. Wie Zau, ja. Da ist noch was. Blutige Stuhl. Klingt nicht so widerlich, wie es eigentlich ist. Es ist tatsächlich nur ein Campingstuhl, wo Blut drauf ist und nicht Igitigit. Nicht das, wo man zum Arzt rennen muss, deswegen. Wobei, je nachdem, wie stark der verdrosche Woche ist, sollte der wahrscheinlich auch zum Arzt. Nee, okay. Ja, die Spur führt mich anscheinend hier auch nur wieder weiter, ne? Wahrscheinlich haben sie Manny hier befrucht oder ähnliches. Ja, ja klar. Der Weg führt mich also so oder so zum Plünderercamp. Na gut, na gut. Dann sind wir halt noch nicht so, ne? Dann machen wir halt Abteilung Attacke. Okay. Oh, das ist anscheinend so ein fettgewappneter, ne? Na gut, jetzt kann ich sowieso vergessen mit der Heimlichkeit. Oh nein! Oh, hinterm Baum. Stehe.
Ja, gut, dass ich vorher noch die Freaker alle gemacht habe. Okay, jetzt hat sich das mit dem Schalldämpfer ja auch erledigt. Ja. Probiere ich mal von dort zu kriegen. Wow, 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 wow. Okay. Aber ich finde die Musik immer so chillig, wenn es gegen Menschen geht. So. Ich glaube zumindest, das ist noch einer, oder? So, immer auch noch durchschießen, wo noch eine Lampe rumsteht, ne? Du triffst normalerweise auch immer der Richtige. Da hört es mal kurz auf zu blinken. Ah, also ich glaube schon, so habe ich schon ein paar getroffen. Aber wir sollten wohl näher an die Geschichte rangehen. Dann sehen wir auch ein bisschen besser. Und vor allem die Pistole verliert ja auch irgendwann eine gewisse Zielgenauigkeit auf die Distanz. Da war glaube ich noch ein Freak herum. Ach, eine Kreischerin. Na da. Stirb! So. Ja, ja, jetzt haben sie mich wieder entdeckt, klar. Das musste ja so kommen. Da kann ich mich hinter die menschliche Barrikade mal stellen und nicht hinter die Büsche, die Barrikaden der Natur, die nicht gerade besonders viel taugen. Warte mal. Ja, da kommt natürlich schon wieder ein Jagdschisser. Ding dong, die Hexe ist tot. Aber vorher macht sie mal einen Hörsturz. Achtung. Wow! Du kommst ganze Viehzeug, sag schimmelt. Nein! Und meine Ausdauer habe ich auch eingebüßt durch das Gekreische. Ich guck, dass ich hier hochkomme. Dann können sich die Freaker nämlich mit dem Menschen rumschlagen. Schisseli. Und ich mache hier aber noch in den Sturmangriff platt, was hier noch rumschwirrt. Oder ich dich. Jo. So scheiße lief das doch gar nicht. Oh. Ach, die kommen hier rüber gekraxelt, verstehe. Ja, komm. Hoffen wir nur, dass Manny nicht irgendwie dabei ist. Ah. Gut, er ist zum Glück over gewesen und nicht unter. Ich hätte ihn schon aufgehalten. Außerdem, wer außer dir weiß denn schon, wie man einen Vergaser baut? Ah, das ist doch die Szene aus dem Gameplay. Geh zurück. Schön langsam. Kein Druck. Ja, es ist die Szene aus dem Gameplay. Jetzt, wo der Rager kommt, ist alles klar, ne? Aber ich bin mir sicher, das hätte man auch anders lösen können, ne? Du hätte mal auch über den Damm hätte man nämlich kommen können. Und hätte du die ganze Freaker dann herholen können. Warte mal. Ob man das nicht möglicherweise ach so können? Man hätte nämlich durch die Schleiche und die Horde holen können. Wir nehmen lieber die Splittergranate. Achtung. Da müssten dann jede Menge Freaks-Arc-Schisse kommen, weil da eine Horde ist. Das ist nämlich auch in noch unbekanntem Gebiet für mich. Ja, Rager. Ja, da kommt jetzt nämlich eine ganze Horde Arc-Schisser. Die müssten das doch auch hören. Wollt ihr mich verarschen? Das macht nämlich auch schon diese Horde vor Musik. Komm schon. Ja, da kommt jetzt nämlich der ganze Pulk-Arc-Schisser. Du schaffst es! Du schaffst es! Die liefern sich dahinter den Kampf. Und ich heute habe jetzt noch die Horde hergeholt. Oder ein Teil von der Horde zumindest. Oh, die kommen natürlich flott zu mir. Ach, dann senden wir doch einfach mal drauf.
Sensen wir doch einfach mal fröhlich in die Horde rein, ne? Scheiße, Dick. Du hast es geschafft. Naja, das ist nur der Rager. Okay, das war's. Ich war zu lange im Camp. Sowas habe ich noch nie gesehen. Alter Manny, du Idiot! Du Hohlbrummer! Oh Gott! Na, dann schnetzen wir uns halt doch noch durch. Anscheinend ist der unsichtbar für die Freaker. Oh Gott! Was zum Henker ist passiert? Was hast du hier draußen gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe ewig nichts besorgt. Ich dachte, vielleicht... Ich weiß nicht, mache ich zu wenig. Weißt du? Mit einer Waffe rumrennen, das können eine Menge Arschlöcher hier. Ja. Aber Bikes reparieren, das können nicht viele. Das stimmt wohl. Ah ja, hat Cope auch gesagt. Ja, ausnahmsweise gebe ich dem Bastard mal recht. Also was meinst du? Warum muss das so sein? Wie denn so? Dass sich hier draußen alle gegenseitig umbringen? Manny, Das gehört doch zum weißt du, guten wie viele Ton. Leute im Knast saßen, bevor alles den Bach runterging? Ich Ja, meine, stimmt wohl. Hier in den Staaten? Keine Ahnung. 2,5 Millionen. Und mit denen, die auf Bewährung draußen waren, sind es fast 7 Millionen. Also einer von 35 war jemand, der auf das Gesetz scheißt. Und das sind nur die, die geschnappt wurden. Scheiße. Die Frage ist also nicht, warum es jetzt so ist. Die Frage ist, warum es nicht immer so war. Ich glaube, ich bleib ab jetzt lieber im Camp. Ist vermutlich eine gute Idee. Ja, deswegen wollen die Leute ja nicht umsonst in Camps, weil es so sicher ist und man nicht die Genozid-Scheiße jeden Tag dort draußen hat und das tägliche ums Überleben kämpfe. Aber ja, da habe ich anscheinend diese Mission irgendwie ein bisschen komisch dargestellt, weil in dem Gameplay wusste ich, da kann man auch Horde holen, die sich dann um die Menschen kümmern. Aber Steht's irgendwie klar? wollte ich es nachahmen und es Ja, hat ja. nicht so richtig geklappt. Hey, Dick. Hast was gut, Mann. Ich wäre jetzt tot, wenn du nicht... Manny, halt dich bedeckt. Halt dich bedeckt. Sie geben dir Essen. Und jetzt mach, dass du hier wegkommst. Jo, aber zu meiner Verteidigung muss ich halt sagen, der Weg hat mich halt markiert schon mal ganz in ein anderes Gebiet geführt. Nicht so, dass ich irgendwie übers Hintertürchen dort zu der Horde hätte gehen können. Das war ein bisschen anders. Schutz für die Schwachen zu 100%. Freigeschaltet, und zwar der individuelle Akzentschutz für die Schwachen. Okay. Ich heb dir was auf. Fahr zum Sägewerk. Oh oh. Verflixt, Leo. Muss ich mich jetzt hier mit der Horde anlegen. Ja, also, wie gesagt, es lief leider nicht so wie im Tutorial dargestellt. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil ich hätte es mal ganz gern probiert mit dem Sneaky und irgendwie über der andere Eingang mal probiert und dann die Horde benutzt, um die menschliche Gegner fertig zu machen, ohne zu viel eigene Munition zu verschwenden. Ja, das ist leider nicht so Woche, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich mag jetzt auf jeden Fall nochmal zu Copelands Camp gehen, wenn Manny jetzt wieder da ist. Da will ich den Kerl natürlich auch nutzen, dass der eventuell noch ein paar Sachen für mein Bike parat hat. Müssen wir mal gucken, erstmal generell, wie die Vertrauensstufe ist. Dann, was er mir sonst noch so anbieten kann, falls er mal was anbieten kann auf der Vertrauensstufe. Habe ich genug Punkte? Das wird sich jetzt mal alles zeigen. Natürlich könnt ihr rein. So. Als allererstes wird auf jeden Fall mal getankt. Ah ne, Quatsch. Als allererstes wird erstmal die Beute abgeben, damit ich Punkte kriege. Oh, 332 Schwärmerohre. So noch Kreischerohr, 2 Bleacherohre, 3 Jägerohre und ein Ragerohr. Ich denke, da kann man schon was mit anfangen, ne? Cool. Du warst wohl sehr fleißig. Ja. Aber uns fehlen noch knapp 6000 Vertrauen, dass wir die letzte Stufe erreichen. Hey, Dick. Hör mir mal zu. Wie geht's dir? Hey, Damon. Wir sollten nochmal die Vorräte aufstocken. Das hält erstmal. Ja, jetzt haben wir sowieso saumäßig viel Komm jederzeit wieder. Geld verpulvert. Und hier haben wir nicht so viel Punkte bzw. Geld übrig. Hey, Manny.
Wir sollten mal gucken, was wir noch machen können hier überhaupt. Also, wie es aussieht. Ja, ja. Da habe ich schon wesentlich bessere Dinger. Na, das ist der Alternativrahmen 1. Der stellt eigentlich nur Verschlechterung dar. Also im Klartext anscheinend nur der Rahmen. Okay. Dann können wir ja auch mit gutem Gewissen tanken. Wir können bei der Lackierung mal reingucken. Akzentlackierung, Standard, Rahmenlackierung, Standard, Aufkleber, das möchten wir eigentlich gar nicht. Die Optik, Lackierung, Optik. Ah, können wir bei der Optik vielleicht noch was? Ja, da können wir auch wirklich was anderes. Ja, dann können wir uns Just for Fun noch holen für die Vollständigkeit. Nehmen aber wieder das Scheinwerfer 4, weil der einfach cooler aussieht. Da finde ich eigentlich das ganz cool. Aber das andere ist von der Haltbarkeit her besser. Da holen wir uns das Zeug trotzdem. Nehmen aber das, weil das einfach besser ist. Auspuff, ja. Das ist Kupsbi gedupst, da finde ich aber trotzdem den anderen cooler. Dann rüsten wir jetzt wieder aus. Bremse können wir nichts anderes. Ja, Schutzblech können wir auch noch desto. Wobei ich dieses total abgewichste Postapokalypse-Ding viel geiler finde. Das wählen wir auf jeden Fall auch wieder aus. Und die Verkleidung. Oh. Das sieht cool aus, aber da ist noch ein faradäischer Käfig drüber. Deswegen rüsten wir das Ding wieder aus. Erlaubt. Trotz allem möchte ich nicht nur das. Ich möchte eigentlich an die Lackierung. Wenn ich es jetzt noch mal finden würde, wo das ist, ne? Aufkleber bestimmt nicht. Rahmenlackierung. Wo war denn das mit der Teiler? Akzent. Glänzend, metallisch. Na? Wo waren denn diese Dinger, ne? Wenn ich das jetzt noch mal wüsste. In der Leistung finde ich das hier nicht. Wenn ich das jetzt noch mal wüsste. Optik ist anscheinend auch nur das Zeug. Lackierung. Aber ohne Scheiß, geil sieht es auf jeden Fall aus, das Bike, oder? Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wie ich das hier noch wegkriege, ne? Diese Mongrels-Lackierung. Na, Kupfer, ja gut. Oh, Death Stranding. BB-Basis. Okay. Death Stranding müsste ich vielleicht auch mal irgendwann zocken, weil das ist eigentlich auch ganz cool. Da hat ja der Norman Reedus, also Daryl aus The Walking Dead, hat ja dann ein CGI-Model gemacht für den Hauptcharakter und der ist eigentlich schon ganz cool. Das sind aber wieder nur die... Ah, individuelle Akzente, da finden wir es doch. Hervorragend. Copeland's Camp, das sieht allerdings scheiße aus. Jagd auf Leon, das hatten wir ursprünglich mal. Hot Springs, sieht auch ganz nett aus, aber Tucker, naja. Für die Fahrtrüsten zum Goblin oder ne, irgend so ein Wolf ist das, ein grüner Wolf. Farewell Mongrels, das ist auch ganz cool. Er ist mein Bruder, genau, das ist das, was ich jetzt habe. Uncharted, Sams Motorrad. Okay. Shoreline, alles bei Uncharted. Verdienter Lebensunterhalt. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber man kriegt mich eher mit deiner Feuerdinger in Sicherheit. Lost Lake Camp. Ja, das ist recht idyllisch. Eigentlich fast schon so Schäfer, so Postapokalypse-Bike. Ich erinnere mich. Sieht auch ganz cool aus mit der Motte. God of War. Das hat auch was. Concrete Genie, oder ja, konkretes Genie her. Sieht jetzt auch ganz cool aus mit dem Violett. Squid Ink, ja. Horizon Zero Dawn GI, ach, ganz cool eigentlich. Siphon Filter, das hat auch was. Jemand, den ich mal kannte. Ja, das hat so ein bisschen was Indisches von einem Henna-Tattoo.
Wie zur Hölle hat er überlebt? Das sieht auch ganz geil aus mit einer Geister in dem Blau. St. John, Plünderer Campjäger. Das ist geil mit dem Sensemann. St. John, Infizierungsbeseitiger. Dazu tendiere ich sehr stark mit einer brennenden Freaker noch drauf. Das ist kein Leben. Oh, mit dem Hündchen. Das ist ja super goldig. St. John, Beutejäger. Das sieht ja ganz urig aus. Death Stranding. Ja, sehr schlicht das Ganze. Death Stranding BB. Ach, äußerst schlicht. Wizard Island Camp sieht ach mega idyllisch aus. Ein Offizier und Gentleman mit einem Löwe oder Wolfskopf, das kann ich sogar nicht unterscheiden. Mit dem Munitionsrad außenrum. Diamond Lake Camp. Ja, das ist jetzt leider nicht so schick mit einer Frösche, wobei ich Frösche cool finde. Und Schutz für die Schwachen mit einer Rose. Ja, ich denke, du nämlich dann doch der Infizierungsbeseitiger. Da haben wir das nämlich auch mal. Sehr geil. Und, ihr liebe Leute, dann würde ich aber nämlich sagen, ich mache hier an der Stelle gleich noch meinen Cut. Schnellreise machen wir zumindest noch Lost Lake. Beziehungsweise, ja, wir können auch hier dort hingehen, aber das ist mal zu dicht dran. Ich würde sagen, wir machen das von einem Hinterhalt-Camp aus. Das sind wir relativ dicht dran. Und können uns wenigstens noch irgendwie arschleichen, weil wenn ich direkt die Schnellreise zum Sägewerk nehme, leck mich am Arsch, ich will nicht, dass mein Bike in einem Nero-Kontrollpunkt steht und ich habe dann keine Möglichkeit mehr, da richtig schnell rauszuflitzen. Mein Bike soll an einem strategisch guten Punkt stehen, außerhalb vom Sägewerk, dass ich manuell durch hier rennen kann und dann direkt mit dem Bike weg dann, ne? Jo, aber dann habe ich auch wieder mal, ui, 27 Minuten schon. Und die Sache, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Cope, ich hab ihn. Dem Himmel sei Dank. Lebt Okay. er noch? Er ist ein bisschen ramponiert, aber er wird's überleben. Ein paar Drifter wollten wohl mehr über euer Camp rausfinden. Wie viele Männer da sind, wie viele Waffen und so weiter. Ich hoffe, er sagte, wir haben mehr als genug. Und Tja. werden sie auch behalten. Die Bullen haben ja wohl nichts mehr zu sagen, oder? Nein, wohl eher nicht. Wenn Manny da ist, dann sag ihm, er soll im Camp bleiben. St. John Ende. Alle hopp. Dann haben wir das auch erledigt und ich gehe nochmal in den Pause-Modus, dass dann nochmal irgendwie ungewöhnliches und außergewöhnliches Palaver stattfindet. Und wir sehen uns, wie gesagt, übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Dann geht's Richtung altes Sägewerk oder Sägemühle. Machen's gut bis dahin. Eiern. Yankee.